Nicki Key fragt dann noch, wieso piekt jedes Jahr All I Want for Christmas is You so hard, dass er immer fast in jedem Land auf Top 10 Charts kommt. Finde ich geil, die Frage noch, Nicki Key. Zum Schluss vielleicht noch, oder weil wir ja bald Weihnachten haben, was der Nicki Key da erklärt oder als Input bringt, könnt ihr sehr gut nachverfolgen jedes Jahr. Ich habe das natürlich ein bisschen tiefer amigs mitbekommen, weil ich halt bei einem Label vorher gearbeitet habe und auch die Charts jeden Tag anschaue. Also auch heute noch. Auch wenn ich selbstständig jetzt unterwegs bin, schaue ich halt, ist das wie so antrainiert, dass ich die Charts jeden Tag anschaue. Und es ist durchaus so, dass jedes Jahr an Weihnachten die Weihnachtstracks wieder reinkommen. Und Nicki Key sehr, sehr banal und einfach erklärt, da ist keine grosse Conspiracy dahinter oder so. Es ist ganz einfach Konsumentenverhalten im Musikmarketing, wo man sich kann erklären, dass die Leute an Weihnachten gerne Weihnachtssongs hören. Weil man halt, ist mir das selber nicht, also ich höre keine Weihnachtstracks, ich persönlich, aber ich bin nicht in dieser Zielgruppe, dass ich jetzt irgendwie Lust habe, Wham zu hören oder Mariah Carey da. Aber es ist tatsächlich so, dass es so viele Leute gibt, wo Lust drauf haben, Weihnachtstracks zu hören an Weihnachten oder um die Zeit herum, dass es halt reicht, dass die Songs so stark gestreamt werden, dass sie wieder in die Top 10 kommen. Und das passiert jede Weihnacht. Das habe ich die letzten 5, 6 Jahre mitgesehen, seit ich halt Charts aktiv anschaue selber. Und da gibt's Leute, die natürlich viel, viel länger in dieser Musikindustrie arbeiten, wo das Verhalten auch damals schon vor Streaming, bevor Streaming überhaupt existiert hat, auch schon gesehen haben. An Weihnachten tun die Leute sich generell einfach gern mehr konsumieren, und wenn es um Musik geht, gibt's auch ganz, ganz viele Leute da draussen, die einfach gerne Weihnachtsmusik hören. Also es ist eine sehr einfache Antwort, Nicki Key, aber es ist tatsächlich genau das, es ist nichts anderes. So. Und die Labels, müsst ihr euch vorstellen, pushen das ja nachher noch mehr, wenn sie halt sehen, der Konsument wird halt organisch von sich selber aus Weihnachtstracks hören, dann kommt halt plötzlich wieder nochmal ein Weihnachtsupload, ein Weihnachtssong, nochmal ein Song kommt raus, wo irgendetwas mit Weihnachten zu hat. Weil das tut man ja nachher auch fördern, oder das wird man versuchen auch zu pushen.